aus der Reihe meines Burgenlexikons. Burgenlexikon. Von A bis Z, was Sie schon immer über Burgen wissen wollten oder auch nicht. Von und mit Matthias Helzel alias der Burgenmeister. G wie Gerüst, ohne sie keine Burg. G wie Gerüst oder Gerüstlöcher auf Burgen. Ohne Gerüst keine Mauer und natürlich keine Burg. Aber wie genau wurden die hohen Mauern im Mittelalter eigentlich gebaut? Tja, so wird das nichts mit der hohen Burgmauer. Ohne Gerüst kommen unsere mittelalterlichen Maurer einfach nicht weiter. Denn wo keine Hölzer stecken, da steht auch kein Gerüst. Und wo kein Gerüst steht, da endet der Bau spätestens auf Kopfhöhe. Mauerbau Schritt für Schritt. Beim Bau einer Burgmauer begannen die Bauleute zunächst ganz bodennah. Sie mauerten bis zur Greifhöhe, also so hoch, wie sie bequem mit den Händen arbeiten konnten. Dann kam das Gerüst ins Spiel. Die Gerüststangen, meist einfache Rundhölzer, wurden direkt in die Mauer eingebaut. Man führte sie durch vorgesehene Öffnungen in der Wand oder setzte sie in verbreitete Aussparungen ein. Diese Holzbalken waren dann das tragende Element des Baugerüsts und blieben während des gesamten Bauprozesses fest in der Mauer verankert. Sobald die Mauer fertiggestellt war, wurden die überstehenden Stangen, also die Holzstangen, einfach bündig abgesägt. Was zurückblieb, war das in der Mauer verbaute Holz, unsichtbar unter Putz oder Mörtel versteckt. Doch die Zeit bringt viele Geheimnisse wieder ans Licht. Gerüstlöcher und ihre Bedeutung heute. Wenn heute an einer Burg oder Stadtmauer der Putz abblättert oder das Mauerwerk verfällt, kommen sie wieder zum Vorschein, die alten Rüstlöcher, manchmal sogar mit verbliebenem Holz. Für die Bauforschung ist das ein echter Glücksfall. Denn mit Hilfe der Dendrochronologie, also der Analyse von Jahresringen im Holz, lässt sich das Alter der verbauten Stämme exakt bestimmen. So kann man mitunter das exakte Baujahr der Mauer herausfinden. Warum sind da Löcher in der Mauer? Wenn wir heute eine Burgruine besuchen und uns fragen, warum hat diese Mauer so viele Löcher, dann könnte es sich um sogenannte Rüst- oder Gerüstlöcher handeln. Hier sehen wir die Palastmauer der Burgruine Rumburg mit zahlreichen Rüstlöchern. Noch eine andere Ecke der Rumburg, auch wieder zahlreiche Gerüstlöcher. Ein genauer Blick lohnt sich also immer, wenn man die Baugeschichte einer Burgmauer verstehen will. Denn Rüstlöcher sind also keine Bauschäden, sondern Baugeschichte. Aber Achtung! Man darf diese Gerüstlöcher nicht mit Balkenlöchern früherer Geschossdecken oder Zwischengeschosse verwechseln. Beide Arten von Öffnungen sehen ähnlich aus, liegen aber oft an unterschiedlichen Stellen und hatten ganz verschiedene Funktionen. Zum Schluss ein kurzer Blick auf historische Quellen. Auf Zeichnungen aus dem 15. und 16. Jahrhundert, wie etwa aus dem Hausbuch der Nürnberger Zwölfbruderstiftung, sehen wir deutlich Darstellungen von Baugerüsten. Der mittelalterliche Gerüstbau ist also nicht nur archäologisch, sondern auch bildlich gut belegt. Hier zwei Zeichnungen aus dem Hausbuch der Zwölfbruderstiftung zu Nürnberg. Einmal links, wie schön das Gerüst dargestellt ist mit den Handwerksutensilien für den Verputzer, und rechts sitzt der Maler auf seinem Gerüst und eindeutig ist das Gerüst ins Mauerwerk integriert. Danke, dass Sie dabei waren. Ich hoffe, Sie konnten ein Stück Burgengeschichte, Burgenwissen mitnehmen. Ihr Matthias Helzel alias der Burgenmeister. Und nicht vergessen, abonnieren und liken ist kostenlos.